Live. Hallihallo. Der Jerome ist nicht da. Oder auch nicht. Ich mal gucken, ob mein YouTube-Kanal auch funktioniert. Ich hoffe, der hört mich. Kleinere Tag. Ja, hier ist Bild. Und den Ton funktioniert doch. Sarah ist da. Liam ist da. Kaitlin ist da. Michelle ist da. Moje Jerome, moje Sarah. Yeah, du hast es richtig geschrieben. Moje Roberto. Moin. Moje Leif. Alle Gute. Den Ton ist okay. Ich höre dich, schreibt Micha. Super, das freut mich. Sogar an Amerika hören Leute mich. Tigran, salut. Maja, da meinst Kamera an. 1, 2, 3. Weiß ich nicht. Klangverspätung. Aber Kaffee kommen. 9. Juli Assault. Donnerstag. Ja? Und das 3 Minuten um 9. Sarah Sardaigne. Maar da gucken wir mal. Fangen wir an mit der Foto. Manch mein Logo aus. Zack. Ja, was sieht er dann da schönes auf der Foto? Hä? Was ist das da? Ein Grost. Und das da, was ist das? Und das hier, was ist das? Und das da, was ist das? Und hier am Hintergrund, was ist das? Oh, da ging ich so, das ist ein Staat. Und hier guck mal, wie schön den Himmel. Der Liam, ohne Cup, nach ein Kehr. Ohne Cup. Ohne Cup. AP. Ohne Cap und ohne Cup. Ja, ich mein, da sind ja einigermaßen okay. Mir nicht mehr lang. Und den Alexander. Hier weiß einfach alles. Alexandra, ich meine, du hast ein Virus auf mein Computer installiert. Und du siehst alles, was ich hier auf meinem Computer mache. Das geht es doch nicht. Ja, den Alexander fragt, passt du zu Bastia op Korsika? Normalerweise op. Weil Korsika ist ja eine Insel. Passt du zu Bastia op Korsika? Liam schreibt, RTL den Artikel über den Felix Bratz. Also. Alexandra, ja, hin ist der Virusman. Sarah schreibt, ich sehe Kamion, ein Staat, Croisièreschiff. Ist das Croisièreschiff, ja. Ein Schiff mit Sardinia auf der Seite geschrieben. Ja, das gesehen ich leider nicht, weil Bilder sind ein bisschen klein, ob das ich gucke. Aber ja, dann gucken wir uns an, was Wikipedia dazu sieht. Die Lützburg-Version von Wikipedia. Nicht ganz viel. Ich sage nicht direkt, nicht ganz viel. Da fehlt noch ganz viel an Informationen. Und da gucken wir uns das an. Voilà, Bastia. Bastia ist ein Hafenstaat. Hafen, Le Port. Moje Katja. Sarah sagt, das vielleicht
Croisièreschiff, nicht ganz sicher. Katja, da weiß nicht der Schiff auch. Liam, das Moje Katja, ohne N. Ja, Katja, den Alexandre huet direkt herausfund, wo man sinn. A Bastia, op Korsika. An d'Froe belo, wat fir eng Zocht Schëff ass dat do? Croisière oder Cargo? Ma ja, da gimmer zeréck an also Wikipedia. Ass eng Hafestaat op der franzécher Insel Korsika. Also Korsika gehéiert Frankreich. Der will net vergisse. No bei Bastia soll de berüchtigte Rommelschatz no dem Haut nach immer Gesicht gëtt versenkt sinn. Ja, Rommelschatz ass leider rot. Wees vun ihrch wat er das? De Rommelschatz? No dem Haut nach immer Gesicht gëtt. Das ist scheinen Passiv. Et gëtt Gesicht nom Rommelschatz. An de soll do versenkt sinn. Versenken. Guck mal no, wat dat heescht versenken. Toucher couler. Versenken, pardon. Couler. Faire descendre dans le sol. An am Englisch, ja, an am Englisch, wat heescht an am Englisch? To sink. To lower into the ground. Ja, dann gimmer lo all op Bastia. An da siche man nur dem Schatz. Ja? Michael schreibt, das ke Cargo. Luxer mischt Vakanzeflieger vun Hai no do. Also. Sarah, nee, sie wollen dat net. Sie wollen Independance. So wie de Grand Duché Luxembourg. Sank, ja, voilà. Sie wollen, ja. Dann, wo sind ich da los? Ja, wie ist das da los? Für was ist das da los? So ja aufgegangen. Schon aber nicht geklickt. Bah. Et das auch eng Administrativregion vu Frankreich mat engem Extrastatut. Ah, sorry, wir sind noch bei Bastia. Bastia, ja. Bastia, Land, Frankreich, Region, Korsika, Departement Haute-Corse, Arrondissement Bastia. Und die Chef-lieu für 6 Kantonen. Pardon. Postcode, Gemengecode, Koordinaten, Flash, Surface, a Bevölkerung 37.884 Einwohner. 1999. Vue op Bastia. Wow, das ist natürlich lo eng aner Vue wie die Haie. Also so stonget am Unsplash, schon lo einfach just den Artikel von Unsplash, die Foto von Unsplash geholt. Ich hoffe, dass das nicht lo irgend so schön ist. Was schon ein von ihr sto, kann er bestätigen, dass der Tod ein Bastia ist. Alexandre, rot mal alle go. E kleine Kerl, ganz berühmt aus Korsika. Wie ist es? Nicht den Asterix. Alizé. Das ist die Sängerin, ne? Na, 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 na. Na, 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 na. So. Ja, die sieht also nicht ganz viel Informationen über Bastia. Und dann Wikipedia-Artikel über Korsika. Korsika ist eine Insel am Mittelmeer. Ja, Mittelmeer, hi. So.
Die Zter dem 18. Jahrhundert zu Frankreich geheiert. Das ass och eng Administrativregioun vu Frankreich mat engem Extrastatut. De Napoleon. Ah ja, die sieht einfach ze gescheit. An de Lehrm schreift, du hast eng Staat fand, déi méi kleng ass wéi Lützeburg. Ja, méi Korsika ass ja awer net Hauptstadt vu Frankreich. Et das och mat engem Extrastatut. Okay, dann nummer ha Awohner 320.000. Oh, das ja awer. Do ass Korsika. An dann Inhaltsverzeichnis, den Index, verstoppen se Kaché. Geografisch, demografischer, politisch Donnéen, Lach agréist, politisches Statut an administrativ Ënnerdeelung. Administrativ Ënnerandeelung. Subdivision, on dit comme ça. Moyen Eugénien. Ah, ich muss erst den Artikel ja weisen, sorry. Ja. Also, Korsika. Mat engem Extrastatut 320.000 Awohner. Und hier sind die verschiedenen Rubriken. Das ist nicht viel. Lesen ich kurz vor. Lach agréist. Korsika liegt rund 200 Kilometer südwestlich von der französischen Côte d'Azur, westlich von der italienischen Toskana. Schön. Da könnt man auch hingehen. An nördlich von der italienischen Insel Sardinien. Ja. Das ist die zweitgrößte Insel am Mittelmeer. Das ist eine autonome Region, die zum italienischen Territorium gehört. Sie liegt südlich von Korsika an ist durch die schmale Meeresstraße von Bonifacio von Korsika getrennt. Sardinien bedeckt eine Fläche von 24.090 Quadratkilometer und hat 1, und so weiter. Von der Korsika durch die Straße von Bonifacio. Ah, voilà. Korsika und drinnen Sardinien. Ist das nicht super? Die Straße von Bonifacio ist eine schmale Meeresstraße, die den Süden von Korsika vom Norden von Sardinien aufschneidet. Das ist ein Kupp. Sie hat ihren Namen von der Touristenstadt Bonifacio und der Südspitze von Korsika. Also heißt Bonifacio. Ach, schau, seht ihr den Text. Aber du hast recht, ich habe nicht aufgepasst. Einfach nicht mehr schreiben. Ne? Und dann, wie geht weiter? Das ist dünn besiedelt, ça veut dire pas beaucoup de monde, not many humans. 30 Einwohner pro Quadratkilometer. Korsika hat eine accidentierte Oberfläche mit vielen Hügeln und Bergen. Ich weiß nicht, was das heißt, accidentiert. So viele Hügel, beaucoup de collines, lots of hills. Eng Pacht die Bierger si méi wie 2000 Meter héich. Bierger das ist more than hill, das mountains. Partie des montagnes. Plus de 2000 Meter, 2 Kilometer. Und da Monte Cinto, Monte Rotondo, Punta Minuta, Paglia Orba, Monte d'Oro, Monte Renoso, Capo Tafunato. Eng gros Party vun der Insel ass mat Bëcher bewues. Bëcher, c'est des forêts. Eugenia schreibt, sorry, ich konnte gestern nicht dabei sein, weil ich krank war. Das ist gar kein Problem, Eugenia. Das ist ja alles auf YouTube am Archiv. Mir gut Besserung, Eugenia. Weil das Klima am Sommer warm und rischen ist, donc chaud et sec, sie Büschbrenn nicht Seelen. Ah ja, da fängt da doch geschwunden so ein Büschbrenn. Versteht ihr das Wort? Büschbrenn, Büsch, die Forêt, à brenn, c'est des feux de forêt. Forest fires. Der gibt da auch viel in Kalifornien.
Ja, Larsol schreibt Eugenia, ich hoffe, du bist besser oder ich hoffe, es geht dir besser. Das hoffen wir alle, gell, Eugenia. Viel Energie a Mittel gi gebraucht sont utilisé fir se ze bekämpfen, fir d Bëchbrand ze bekämpfen. Dat kascht viel Energie. Forest Fire, Merci Michel. Politische Statut an administrativ ënnerandeelung. Korsika huet haut e privilegéierte Statut, den a Frankreich egenartig ass, il est unique en France. Fréier waret eng Region vu Frankreich. Nom Gesetz, na, das ist de Fummers zu viel. Nom Gesetz vom 13. Mai 91 ass Korsika eng Territorialkollektivitéit. Kollektivität territorial de Corse, CTC. Ah, die berühmt Aufkürzungen. De neue Statut gëtt Korsika méi Unabhängigkeit a Pouvoiren, plus d'indépendance et plus de pouvoir, more power. Wie enger normaler Region. 3 Organer sind an dem Kontext geschafft gin, donc ils ont créé trois organes. Ein Exekutivkonseil, ein korsisch Assemblée an e Wirtschafts- a Sozialrat, Conseil économique et social. Eugenia schreibt, merci Sarah, du bist immer so live. Und Sarah schreibt, merci Eugenia, du bist auch ganz live. Oh, wie schön. Friends forever. Dann, Korsika besteht lo administrativ gesinn aus 2 Departementer. Corse du Sud mat Präfektur zu Ajaccio an Haute-Corse mat Präfektur zu Bastia. Awer bisse méi wiech gedeut hun. Spruch a Kultur, Korsisch Spruch ass d'Spruch vun de Korsen. War fréier jiddwereen op Korsika Korsisch geschwat huet, da sinn et nach Haut rund 60% vun der Populationun, déi d'Korsisch Spruch beherrschen. Ah bon, seulement 60% des gens parlent encore le corse. Only 60% of the population speak Corse. Sie ass eng Mëchung vu Franséisch, Latein an Italienisch. Die ganz korsisch Kultur, Gesang, le chant, the songs, Musik, Sprechwörter ass op dës äußerst originell Spruch opgebaut. C'est construit sur cette langue, très originell. Ob sie steipe sich die stark Autonomiebestrevungen, sich steipen, c'est s'appuyer, lean on me. D'autonomiebestrevungen, donc les efforts d'indépendance, d'autonomie, die vun der Urbevölkerung ausgehen. Urbevölkerung, c'est the first citizens, you say like les premiers habitants. An déi vu vill korsischen Assoziationen ënnerstëtzt ginn. Zwar spielt Franzésisch Roll vun der Schriftspruch op Korsika, mir das net ze verkennen, dat gros Erfolge gemacht gi fir Korsisch mich stark ze strukturieren, a fir aus hier méi wie nëmmen eng Rang Mundart ze machen. Hey, erinnert Dir dat net du neppes? Ja, bei eis ass et éichter Deitscht, dat biselo d'Roll vun der Schriftspruch gespielt huet. Deitscht an Franséisch. Méi duerch den Internet, SMS, Chat, Facebook an so weiter ass ëmmer méi och dat geschriwen Lettzebäicht wat eng wichteg Roll spielt. Also ich kenne lo Korsisch net, méi et wär fleich interessant fir de Status ze vergleichen tëschen dem Lëtzebäechen zu Lëtzebuerg an dem Korsischen zu Korsisch. Op Korse, dem Korsischen op Korsika. Ja, merci Alexandre Larsol, ke Corona awer eng schrecklech Migrän. Ah, ja. Intelligent Leiit hunn oft Migräne, schreibt Sarah. Alexander, wir mussen de Xavier op Korsika checken. Fir d'Sproche bësse méi ze offizialiséieren. Ja. Stiet ass de Plurial vu Staat, Ajaccio oder Ajaccio ass d'Hauptstadt vu Korsika, das d'Hauptstadt. Ajaccio, net Bastia. Ajaccio ass eng Franséisch Staat op der Insel Korsika. Den Dohafen, de gesäit awer och
Ausi op der Foto, ja? Ja. Nicht, dass ich mich irre, ne? Do, und dann Ajaccio. Ah. Also ich habe just geschrieben, was op Ansplash steht. Ja. Merci. Und dann Bonifacio, eine Touristenstadt. Calvi. Lauter Schiffer, lauter Boote. Das muss bestimmt wunderschön da sein. Has to be really beautiful over there. Einer steht an Ortschaften Saint-Florent, Porto Vecchio, L'Île Rousse an Porto Vecchio. Also eng Hafenstadt a Korsika. Regionen vu Frankreich, Arrondissementer op Korsika, Ajaccio, Bastia, Calvi, Corte, Sartène. Voilà. Huet den eng froh? Alexandre schreibt, Ajaccio ist 10-fach besser wie Bastia. Warst du schon do? Ich war noch nie do. Ich kann nur noch mal schwätzen. Aber ich weiß nicht, aber nicht, dass ich Dometen zähle. Ne? Ich schon ich weiß auch nicht mehr, wie ich auf Bastia gekommen sind. Das ist irgendwie so. Voilà. Das hört sich so ergehen. Da sind Fotos von Bastia auf Korsika. Da steht Bastia, France. Bastia Harbour. Oder gëtt et eng aner Staat a Frankreich, die Bastia heescht. Der mat mech geckech. Eigen getting crazy. Da muss mir de Jerome froen, fir zu offizialiseieren oder ze offizialiseieren. Also eich dat zu offizialiseieren. Voilà. Huet sos Appppes ze soen an die Foto ass vum Herr Vidal Nordli Matthiesen op ansplash.com. Voilà. Bonifacio ass ganz schön. Gimmer enke do hinne. Dat war mei klengen Ausflug a Wikipedia. Dann Appppes wat jech noch net gewissen hunn, dat ass hai Nordlicht TV. Ich het schon annoncéiert, dat ech dat Göster ging behandeln oder Welt behandeln. Mich schon irgend as net dat zo kom, vergees oder dat ze séier gang. Me guck dir Stadt mal an, nordlicht.lu an da hat ganz viel Fernsehsemissionen über den Norden von Lützeburg. Neues Amüse rural zu Bünzelt, ein Rückblick auf die virtuelle Foire Agricole, traditionell Welteskirmes zu Bokels, Nationalfeiertag 2020 zu Söll. Das sind alles Videoclippen, ne? Für den Nationalfeiertag 2020 zu Volz. Also, wenn ich den Logo weisen, habe ich da Nordlicht da. Geht hauptsächlich um die Aktualität am Norden. Kann ich nicht mehr rekommandieren. Nordlicht.lu. Und sie schwätzen da auch ein bisschen einen komischen Akzent. Komisches. Einen anderen Akzent, wie ich auf alle Fall. Gucken wir uns an, was über Nordlicht TV am Wikipedia steht. Vielmals merci, Jerome. Es war perfekt wie immer. Gern geschehen. Perfekt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich keine Fehler gemacht habe mit der Foto. Nicht, dass wir es da geht. Und den Alexander schreibt, ja, zu Ajaccio kannst du am Meer schwammen und Birger mam Schnee gesehen. Am April. Perfekt. Nordlicht TV. Nordlicht TV als ein Televisionssender, den ein Programm von enger Stunde an der Woche mit demselben Namen über verschiedene Distributionsnetze zu Lützburg und noch über den Astra-Satellit verbreitet. Also 1 Stunde, 1 Heure per Semaine, 1 hour a week. Riecht sich für allem also ein N, kein M. Und da wohnt aus dem Norden vom Land,
du Nord du pays. Chefredakteur, das ist interessant. Redakteur als männlich, Redakteur en Chef als Madame Pissinger und den Direktor als den Johnny Pissinger. Nordlicht TV gouf 1996 gegrünnt, créé, fondé, an die erste Sendung aus dem 23. April 1997 über Antenne gegangen. Voilà. Also, feierige schon Geburtstag. Der TNS ILRS Plurimedia Etude 2017, donc, c'est selon, according to, Huntecht Februar 2016 a Februar 2017 mat Ausnahme vun der Summervakanz, sauf pendant les vacances d'été, an der Moyenne allwoch 14.900 Leute iwwer 12 Joer Nordlicht TV geguckt. Donc, les gens âgés au-dessus de 12 ans, older than 12 years old, 14.900 Leute. Bald so viel wie de Videochat. Zu wieviel sind wir dann heute Novent? Zu 12. Maja, geht schon. Lös. Voilà. Hut den eng froh iwwer Wikipedia, Nordlicht TV. Hut Dir Nordlicht TV schon kannt? Oder connu, Nordlicht TV? Oder Dir kennt just RTL, hein? Ja. Mit gët doch nach einer Senderheit zu Lützeburg. Allo mat YouTube was sowieso frei. Auch wann ich mein, im Moment sind nicht den einzigen, der regelmäßige Videochat möchte auf YouTube. Keine Angst. Die anderen kommen noch am Ende dann viel besser wie ich. Das eben so. Und dann, was habe ich noch mitgebracht? Das wollte man gestern schon ein bisschen spielen, aber da hat mir der Zeit gefehlt. Ja, Liam, das auf der Tele jetzt richtig. Also, RTL.lu, ein Quiz rund um die Welt, das ist ja aber voll unser Sujet. Wir reisen ja von Staat zu Staat, das heißt, für ihr dürfte das Teil kein Problem sein. Und plus haben wir den Alexandre und Katja an unserem Team, und sie waren überall. Also, sie dirigieren Genie. Hai e ganz knivelege Quiz. Knivelig se knivelig. Wie hoe se dat dann gesagt? Knivelig. Fiddly. Tricky. Ja, tricky ist gut. Délicat, complexe, subtil. Pas embarrassant, ça c'est autre chose. Ça peut avoir aussi ce sens. Ja, immer oppassen, erstens, zweitens, also ein Wort kann viel Bedeutungen. Bon, da spielen wir. Ich hoffe, es funktioniert. Froh Nummer 1 von 15. Wie eng Hauptstadt, das kriegt 2 A, liegt am nördlichsten? Ja, Katja, tricky. Komplex, ja. Was für eng Hauptstadt liegt am nördlichsten? Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen kriegt. Ottawa, Reykjavik, also, okay, da seid ihr länger nach Farben, das ist besser. Ottawa, Reykjavik, Helsinki oder Oslo? Was für eng Hauptstadt, c'est capitale du monde, liegt am nördlichsten? Norden, das sei oben. Und hier ist Süden. Und hier ist Westen. Und da ist Osten. Dir sollt all Reykjavik. Wo? Reykjavik, wo ist das? Hier irgendwo. Hi. Also, Reykjavik, Geografie, da sind ich null. Eine andere. Reykjavik. Wie eng Wasserfäll sind auf dieser Foto zu sehen? Du wollte ich auch schon mal erschienen. Ich hatte sogar die Lektion schon präpariert. Also, ich tippe Niagara.
Niagara Falls, Kanada, USA. Iguazu Falls, Argentinien, Brasilien. Victoria Falls, Zimbabwe. Angel Falls, Venezuela. Das ja, Niagara, Südfriese Niagara, weil das sind die bekanntsten. Ich weiß nicht, ob das dort Niagara Falls sind. Ne? I have no clue. Ich war noch nicht da. Never been there. Bon, ich vertraue nicht. Nee, Katja schreibt Brasilien. Katja, bist du sicher? Katja, soll ich dir vertrauen? Der allein, Katja. All die anderen schreiben Niagara. Katja, du hast eine große Responsabilität. Bist du sicher, Katja? Are you sure? Alexandre schreibt, kann noch Sinn, Iguazu Falls. Ah, der macht mich kecke. Und Giselle schreibt Victoria. Ich gehe geckig. Hallo. Ich verliere ihn. Katja, hilf mir. Bist du sicher? Are you sure? Aber man muss viel machen, ne? Kann doch nicht die ganze Giselle schreibt, das ist nicht Niagara. Das gesagt doch nicht, also ich meine nicht, dass das da Niagara Falls ist. Alle, Katja schreibt Neinke, Brasilien. Katja! Geht noch weiter. Frage Nummer 3 von 15. Wie viele nordisch Länder hat Brasilien? 8 Länder, 9 Länder, 10 Länder, 11 Länder. No clue. Wie viele nordisch Länder hat Brasilien? Wo liegt Brasilien? Also, hier ist mal Afrika. So, nicht schlecht. Hier ist Australien. Hier ist Lützburg. Ja, das weißt du schon verrät. Ich tippe mal, dass Brasilien Highlight. Und dann muss man zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Katja schreibt 10, Giselle schreibt 9. Die macht mich fertig. 3 schreibt Alexandre Joker. Ich hatte aber gestern gesagt, wir spielen mal das Spiel. Da hat schon vielleicht den einen oder anderen nicht eingekannt zu präparieren. Ich habe nicht präpariert, weil ich nicht wollte fuddeln. Ich bin ein ehrlicher. Je suis honnête. Je ne triche pas, ich fuddle nicht. Maja, da war ich noch ein bisschen. Giselle schreibt 11. Bist du sicher, Giselle? Je vous fais confiance, Giselle. Oder Katja. Sarah schreibt auch 10. Katja und Sarah schreiben 10. Okay. Giselle ist sicher 11. Zack. Welches Land hat die längste Küste? Oh, das kannst du nicht wissen. Kanada, Indonesien, Australien oder Chile? Ich meine, haut man mal viel Fehler. Welches Land hat die längste Küste? Kanada? Ja, wie soll ich das da müssen? Ich sei so rundherum früher. Australien, Indonesien oder Chile? Katja schreibt 10.
Katja hat recht. Katja hat das mal leid. Mit Giselle hat geschrieben, hat wir sicher. Donc, Giselle, on verra bien. We'll see. Chile, oh, Australien, Kanada. Ich schreibe etwas an. Michel schreibt Kanada. Kanada ist ja wirklich groß. Katja, alle. Katja schreibt auch Kanada. Ja, alle Kanada. Nummer 5. Was ist die meistgeschwätzte Sprache weltweit? Mammesprache. Englisch, Spanisch, Hindi, Mandarin. Mammesprache. Spanisch oder Mandarin? Ging ich so. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ich meine, halt Mama keine Rekordscore. Das ist so schwer, das da. Mandarin, Südfried schreibt Mandarin. Okay, ich meine Mandarin. Muss ich für mein Zimmer meiner heim gehen. Ich wollte euch noch ein paar Sachen weisen. Was ist auf dieser Foto zu gesehen? Ah, das ist einfach. Das ist die Kirschbirsch. Angkor Wat, Chichen Itza, wir waren da. Mexiko. Karakol oder Tikal? Ja, also das ist eine Stufenpyramid. Kennt das Chichen Itza sein? Also ich hatte Chichen Itza ein bisschen wie groß an Erinnerungen. Mit da einer Perspektive. Liam schreibt, ich glaube immer dem Katja Haut. Ja, Katja ist gut. Alexandre Mexiko, ja. La Sol Mexiko auch. Ah, Katja schreibt Tikal. Ich mehr eine Pyramid, Stufenpyramid als einen anderen Winkel gesehen, dafür ich weiß nicht. Südfried Mexiko. Katja, bist du sicher, Tikal? Ich meine, du warst die Sendung nicht da, wo wir zu Mexiko waren. Am Mexiko. Der macht mich keckisch. Nee, alle, die nächste seht. Katja, was soll ich machen? Hilf mal, Katja. Ah, du bist nicht sicher. Okay, alle Mexiko. Was ist das dort da? Ein Reklam. Ja, ich will kein Reklam. Mich interessieren Hightech an Auto. Hoffentlich geht es weiter mit dem Quiz. Also, es war alles für nichts. Hat ihr schon in. Nee, ist okay, kommt. Oh, was ist das da? Dann, wo ist das? Ah, da geht es weiter. Welche Zeiger in Vietnam sind 1976 offiziell genannt? Ho Chi Minh City, Hanoi, Chiang Mai, Phnom Penh. Welche Zeiger sind 1976 offiziell? Das ist nicht Mexiko, merci Katja. Das ist nicht schlimm. Tikal schreibt Giselle, ja, das ist doch egal. Das ist mein Fehler. Welche Zeiger in Vietnam sind 1976 offiziell genannt? Ho Chi Minh City, Hanoi, Chiang Mai, Phnom Penh. Das ist doch egal, das, ja, das geht ja alle. Hanoi, ich muss Zeit gewonnen.
Nummer 8. Wie ist die ungefähr Population von Amerika? Das muss er aber wissen. 214 Millionen, 267 Millionen, 332 Millionen oder 420 Millionen. Ungefähr. Ungefähr. Ho Chi Minh City, excellent. Ho Chi Minh City, alle. Alexandra hat gesagt Hanoi. Ho Chi Minh City, merci alle, das ist nicht schlimm. Wer ist die ungefähr Population von Amerika? Schreibt han drauf, an der sicher seht. Er schreibt sicher. Sicher. Michel 332 Millionen. So. Frau Nummer 9. Was ist das größte Land auf der Welt ohne Access zu einem Meer? Bolivien, Afghanistan, Mongolei, Kasachstan. Schon keine. Wie sollst du das wissen? Was ist das größte Land auf der Welt ohne, without access to the sea? Sans accès. Ja, da seht ihr nach bei 332 Millionen. Das könnt ihr nach dabei, die blöden Delay. Da kann ich aber nicht machen, der Delay. Was ist das größte Land auf der Welt ohne Access zu einem Meer? Alle, helft mal. Bolivien, Afghanistan, Mongolei, Kasachstan. Katja sieht Kasachstan. Ich meine just noch, was Katja sieht. Es kennt zu viel Großblamage. Welches Land hat die meist aktiv Vulkane auf der Welt? Guatemala, Japan, Indonesien oder Kenia? Die meist aktiv Vulkane auf der Welt. Welches Land hat die meist aktiv Vulkane auf der Welt? Alle, wie wisst das? Guatemala, Japan, Indonesien oder ja, Katja, du hast Kasachstan, du schreibst Mongolei, Katja. I trust. I trust in you. Na, 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 na. Japan, Indonesien, Keweset. Was soll ich wollen? Liam, Indonesien, alle Liam. Wie viele Schiffe fuhren plus minus am Jahr durch den Panama-Kanal? 13 bis 14.000, 8 bis 9.000, 25 bis 26.000, 40 bis 41.000. Wie viele Schiffe fuhren den Endfeld weg, plus minus ungefähr, am Jahr durch den Panama-Kanal? Wie viel? How many ships? Null Ahnung. Panama ist ein Lied von Van Halen. Van Halen. Panama. Alle, wie viel Schiffe fahren plus minus am Jahr durch den Panama-Kanal? Wie kann man eng Hilfe gehen? Ah, den hast du allein gequitzt. 15 Frauen, das ist zu viel. Michael schreibt 25 bis 26.000. Alle, zack. Dann, Frau Nummer 12. Wie lange braucht ein Schiff durchschnittlich, das kriegt ein Thema, für durch den Panama-Kanal zu fahren? Ein Tag, das kriegt just ein Tag. 12 Stunden, 8 Stunden oder 1 Stunde? 1 Stunde. Katja schreibt, who cares? Ja, Katja ist nicht op den Mund gefallen. Ja, Lachsal, ja, die nächste Frage. Nummer 12. Wie lange braucht ein Schiff durchschnittlich für durch den Panama-Kanal zu fahren? Ein Tag, 12 Stunden, 8 Stunden, 1 Stunde. Was für ein Schiff? Cargo oder Croisière? Exzellent froh. 12 oder ein Tag? Das sollte 8 Stunden. 12 Stunden, Michel. Alle 12.
Welcher Nationalpark liegt nicht an Afrika? Der Kruger Nationalpark, der Kra Nationalpark, Etosha Nationalpark oder Chobe Nationalpark? Kruger Nationalpark, Kra Nationalpark, Etosha Nationalpark, Chobe Nationalpark. Liegt nicht an Afrika. Afrika, ich weiß, wo Afrika liegt. Das kann ich weisen. Das sei Afrika. Afrika. Na, 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 na. Pauvre Rose. Ja. Kruger, Kra, Etosha, Chobe. Alle, wie wisst das? Ich weiß auch das nicht. Ich weiß überhaupt nicht. Was Katja so? Ja, Lea. Ich warte ob Katja. Hölle weiß Katja. Welcher Nationalpark liegt nicht an Afrika? Kruger scheint nicht afrikanisch. Vielleicht südafrikanisch. Michel. Wie hieß du? Ah, salut. Chobe. Bist du sicher, Giselle? Ah, und Katja schreibt doch. Nach 2 Frohe, 14. Welches Land wird auch nach Burma genannt? Laos, Mexiko, Myanmar, Thailand. Myanmar, ist das der Fußballspieler? Ah nee, das ist Neymar. Oh, der Witz. Laos, Mexiko, Myanmar oder Thailand? Welches Land wird auch nach Burma genannt? Welches Land wird auch nach Burma genannt? Laos, Mexiko, Myanmar, Thailand. Ja, Kruger aus Afrika du Süd, ja, Englisch vielleicht doch. Myanmar. Ah, die letzte Frage. Was ist der größte Ozean von der Welt? Ah, das hat man wenig bei Wikipedia gelesen. Die größten Ozean von der Welt. Atlantischen Ozean, Pazifischen Ozean, Indischen Ozean oder Arktischen Ozean. Ich weiß, dass ich das gelesen habe. Mich ist aber nicht mehr was, Freund. Schon noch vergessen. Du wirst ja. Rock'n'Roll. Disco or Rock'n'Roll. Mehr ist nicht da. Alexandre, Pazifisch, Liam, Pazifisch. Alle, ich warte nach ein. Michel, okay, dann machen wir Pazifischen Ozean. 1, 2, 3. Pada! Schon geklickt. 10 von 15. Buh. Buh. Wegen Hauptstadt liegt am nördlichsten. Hauptstadt kriegt 2a. Reykjavik, das hat man. Wegen Wasserfall sind auf dieser Foto zu gesehen. Iguazu Falls. Katja, super. Welches Land hat die längste Küste? Kanada. Hatte ich nicht gesagt, Kanada? War das die meistgeschwätzte Spruch weltweit? Mandarin. War das auf dieser Foto zu gesehen? Ah, Tikal. Ja, also, Mexiko ist ein bisschen mehr breit. Ah, mein erster Fehler. Ich muss gestraft gehen. Das ist Müll. Ja, also, das ist ja schon mal falsch. Wegen Saigon, 1976 offiziell genannt, Ho Chi Minh City. Das ist ganz klar, Alexandre. Du hast geschrieben Hanoi, und ich schon dafür Hanoi gehabt. Ja. Wer ist die ungefähr Population von Amerika? Ungefähr 332. Was ist das größte Land? Kasachstan. Ich wusste, dass man Kasachstan geklickt hat. Welches Land hat die meisten aktiven Vulkane auf der Welt? Indonesien. Hat man Indonesien? Ich hätte gemeint, man hätte Japan geklickt. Wie viele Schiffe? 13.000, ja. Wie willst du das wissen? Wie lange braucht ein Schiff? 12 Stunden, nee, 8 Stunden. Welcher Nationalpark liegt nicht an Afrika? Der Myanmar, welches Land geht noch an? Ja.
Boah, also mat Panama, du hat man sowieso geht, weil du hat doch schütfrei von herschmenglisch verschiedene Antworten. Du hast sollen ob Katja warnen. Ja, mir auch du, wo ist Katja Menschen. Du hat Katja geschrieben, who cares? Ich kann ja nicht who cares klicken. Mir Katja, ja. Du hast wahrscheinlich allein ein bisschen besser aufgeschnitten. Und meinst 11. An der ja 12 hast du auch richtig, ja. Bon, was willst du machen? Heute eng froh? Merci aber, dass er mitgespielt hat. Hast du irgend so 10 vor 15? Steht da irgend so, dass er etwas gewonnen hat oder? Nee, gar nicht. Kein Kommentar, hier dumme Reklam, wo ich drüber gefallen sind. Nee, auch kein, nicht. Voilà. Immer zurück auf Bastia. Heute eng froh? Wow, das kennt aus dem Deutschen. Auf dumme Fragen eine dümmere Antwort. Ob eng dumm froh nach mir eng dumm Antwort. Mir leihe schlecht mit den Ziffern. Mit der hätte ja können fuddeln. Ich mein, ich kann ja lo nicht an de Google gehen. Wie soll ich das machen? Ich bin hier den Host, der Webmaster, whatever, wie auch immer. Und ja, wir sind nicht dumm wie Brot. Nee, Michel, wirklich nicht. Was haltet ihr von dem Quiz? Fand ihr den Quiz besser wie mein Quiz? Also auf jeden Fall mich schwerer wie mein Quiz. Vielmals merci RTL, ich fand eine super Initiative. Und dann, was ist das nächste? Oder Login immer mein Anneke, ja. Dann habe ich noch, oh, schon bald keine Zeit mehr und ich wollte, ich schaue aber noch, ja, das ist schon bald rüber. Und das ist so schön Thema. Alle, ich fange nun. Machen wir das nächste gerecht. Sie Stanford, das ist ein Filmquiz. Aber ein einfacher Quiz. Siehst wann schrift die richtige Antwort. Was für eine Antwort passt bald froh? 10 op 15 am INL ich dat eng dat? Nee, am INL muss 60% kräen a 50% das 7,5 dat hicht 10 ass geht dick due. A Liam, bis nächst Keier. Ciao. Merci, schreibte Liam fir Katja. Bon, also erste Film for 3 men, the Civil War wasn't hell, it was practice. Wow, das ist ja schon mal volle Programm. Und dann entscheide die echt froh. Könnt ihr da, wenn ich klift, die beantworten, echt froh. Moin, wie geht es? Und da schreibt er erstens, schreibt er irgendetwas. Dann die zweite Frage, wie heißt der Film auf der Foto? Dann schreibt er, was er da meint. Dritte Frage, von wann ist dieser Film? Schreibt er drittens, schreibt er den Datum. Wie ist die Hauptakteure von diesem Film? Feier. Vergiss Ziffern nicht, Feier. Du musst doch nicht alle Fragen beantworten. Schreib die Antwort, die du wisst. Oder meint zu wissen. Ja, wie ist die Hauptakteure von diesem Film? 5. Wie lange dauert dieser Film? 6. Hast du diesen Film auf DVD? 7. Was für Filme guckst du am liebsten? 8. Wie dags gehst du an die Kino? 9. Guckst du lieber Filme oder neue Filme? Ich prefer to look at old movies or new movies. Und 10. Merci für das Gespräch. All Gutes. Schreibt einfach, was er meint. Ja, voilà. Alexandre, es geht mir tipptopp. Giselle, mir geht es gut. Geht mit 2 E. Alle schreibt ein bisschen. Oder auch etwas Kleines zu denen. Ich kann auch noch ein bisschen mehr groß machen. Noch mehr groß. Passen soll, ja.
Und Michel schreibt The Good, The Bad and The Ugly. Eugenia schreibt, es geht mir besser wie gestern. Excellent. Excellent. Alle, Männer 5 Minuten. Packen wir die 10 Frohen. Ja, was schreibt der Mann noch Schönes? Das ist nicht schlimm, wenn etwas falsch ist. Ja? Das ist nicht wie bei RTL, wo ein an Hit parat können, da vielleicht etwas gewonnen kann. Ich weiß nicht, ob ich etwas gewonnen kann. Michel, ich schon diesen Film nicht auf DVD. Der Film heißt The Good, The Bad and The Ugly, gekneipt vom Michel. Ja. Am Französischen Le Bon, Le Brut et la Truand. Michel schreibt, der Film ist von 1969. Ja. Was wisst ihr danach? Wie heißt ein Hauptakteur von diesem Film? Ob manst ein? Das ist ein, den ist super bekannt. Alle, noch 1 Minute. Oh, schreibt man doch. Feier, der Clint Eastwood, merci. Larsol guckt am liebsten romantisch Filme. Exe-Film. Exe-Film. Excellent Antwort, ja. Dieser Film ist vom 20. Jahrhundert, Alexander. Ja, das ist natürlich nicht falsch. Und, wie sagst gehst du an die Kino? Michael, nee, er war vor 1966. Ah, das gesehen wir ja. Der Film dauert 3 Stunden und 51 Minuten. 3 Stunden, das ist ein bisschen viel. Mal, wir gucken. Tigran schreibt 177 Minuten. Ja, Tigran war an der Wikipedia gucken. Dieser Film dauert eine Ewigkeit. Ja, Alexandra. Am Moment ging es nicht an die Kino. Eugenia de Clint Eastwood. Ja. Perfekt, dann weisen ich erst, was die Optionen sind. Also, hi. Moin alles an Darei, natürlich. Wie heißt der Film auf der Foto? Dieser Film heißt Rambo, Rocky, nee, Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo. Von wen ist dieser Film? Von 1956? Nee, von 1966, ja, 1976. Voilà. Wie heißen die Hauptakteure von diesem Film? Also, ich sehe nicht dabei. Schön. Und zwar haben wir da auch Choix Bruce Willis, Roger Moore, Louis de Funès oder Clint Eastwood, Lee Van Cleef oder Ali Wallach. Das ist natürlich nicht der Louis de Funès, also zack. Wie lang dauert dieser Film? Der Film dauert 166 Minuten oder 171 Minuten, also 10, 100 an die 71 Mensch und 100 an die 77. Holst du diesen Film auf DVD? Das hängt natürlich davon auf. Schon diesen Film auf DVD, nicht hun, das ist falsch. Also schon diesen Film auf DVD. Was für Filme guckst du am liebsten? Ich am liebsten gucke Krimien, das ist falsch. Ich gucke am liebsten Krimien oder romantische Filme. Alexander schreibt, am liebsten gucke ich Actionfilme, voilà. Die Hard 1, Die Hard 2, Die Hard 3, Terminator, Rambo 1, 2, 3, 4, 5, 6, Rocky 1, 2, 3. Also Action. Mam Arnold. Get to the chopper. Now. Wie gehst du an die Kino? Ich gehe nie an die Kino oder ich gehe. Ich gehe nie an die Kino. Guckst du lieber Aalfilme oder Neufilme? Lachsol, ja, ich auch. Ich gucke lieber Aalfilme wie Neufilme. Ich lieber gucken, das ist syntaktisch falsch. Ja. Ich gucke lieber Aalfilme wie Neufilme. Merci für das Gespräch, all Gutes an Avar. Gern geschieht, auch dir all Gutes bis geschwollen. Merci gleichfalls, bis geschwollen. Das kann just das da sein. So. Und da gucken wir, ob wir alles richtig schon. Hat noch eine Frage geschrieben? Ich gucke lieber Neufilme, Alexander. Also,
Michael guckt doch gerne Krimien. Ich gesehen an die Kino, wenn es um Corona, ja. Ah. So, da gucken wir Danford 1, 2, 3. Way. Juppie, wen ist da Frau? Ja, die ganz Bananenfamilie. Sie danst, sie tanzen, sie sprangen. Juppie, wir gewonnen. Voilà, das ist ein einfacher Quiz, nicht wie die Geo-Quiz. Who cares? Und dann hat der Wikipedia-Artikel Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo op Lützeburg. Der Film, technische Daten, Rollenverteilung. Ein Artikel ist noch nicht super lang. Aber das ist schon 10 Uhr. Ich lese nicht aber viel. Der Film spielt in der Zeit vom amerikanischen Sezessionskrieg und 3 Männer sind daran verwickelt, weil sie allen 3 einem dicke Pack suchen auf der Spur sind. Donc, ils sont à la recherche de l'argent. They are looking for money. Der Sentenza, Il Brutto, gespielt vom Lee Van Cleef, das ist sehr nahe. Den ist gestorben 1989. Den Tuco, Benedicto Pacifico, Juan Maria Ramirez, genannt Tuco, Il Cattivo, gespielt vom Eli Wallach. Das ist sehr nahe. An dem Mann ohne Numm mit dem Spitznamen Il Biondi, Il Buono, gespielt vom Clint Eastwood. Sehr nahe. Hier lebt noch. Also Lee Van Cleef und den Elias 2014 gestorben. Sind 3 Geächteter. Geächtet. Na, das ist interessant, wie das zu übersetzen. Die mehr Interesse und Suche wie Krieg schon. Donc, ils préfèrent l'argent que la guerre. They want to make money, not war. Das Problem ist, dass jeder von den 3 nimmen ein Indiz hat, wo die Suche leihen. Donc, jeder von ihnen hat eine Information. Den eine ist gleich da, den anderen da und den dritten gleich da. Und die 3 Informationen zusammen, da weiß ich, wo der Schatz liegt, wo die Suche sind. Und dafür, ja, das ist ein gefährliches Spiel. Ich gucke einfach nach der Geächtete. Das interessiert mich, wie sie das am Französischen übersetzen. Und es bestimmt geächtet. Geächtet. Am Englischen ist das outlawed. Geächtet. Und am Französischen ist das infréquentable. Mettre quelqu'un au banc de la société. Proscrire quelqu'un. Das ist nicht. Und ich schon YouTube entdeckt. Und du meinst, was ich will. YouTube. Auf nicht grad. Nicht grad, trotzdem. Wo waren wir stehen geblieben? Il Buono. Ja, also Filmplakat auf Englisch. Ich meine, das ist auch ein interessantes Spiel, was wir halt können spielen. Vor allem Sergio Leone, das ist der Regisseur, 89 gestorben. Und den Ennio Morricone für die Musik. Den ist für Poetisch gestorben. Schrecklich. Da steht 161 Minuten mehr auf der DVD aus dem Milan. Rollenverteilung, Sparweg, nun der italienisch Filme, Italo-Western-Filme und so weiter. Also wenn du auch einen will, den Film behandeln, schickt mir den Link, ein interessanter Film auf Lützeburg, also Wikipedia-Artikel auf Lützeburg. Voilà, das ist schon super spät gehen, wir hatten zu lange Quiz gespielt. Ich soll nicht vielmals merci für Aufmerksamkeit. Was schreibt er noch? Ja, guck mal, Capitani. Ja, interessant. Krimi ist super, schreibt Michel. Gern geschieht. Sarah, Spaghetti Western, ja, das gefällt dir. Ja. Schon das geguckt, das hat mir gefallen, mega gut, ja. De Paria. Ja, exzellent. Das ist besser wie Outlaw, De Paria. Ja, die liebe Leute, ich mache mich dann hoffentlich bis morgen um 21 Uhr. Amor as kein Zoom. Mor as kein Zoom um 13 Uhr. Kein Zoom. Mor as kein Zoom. No Zoom class tomorrow. I have to Zoom with INL. Je dois zoomer avec INL. Entschuldigt. Mais moi, noven da um 21 Uhr Videochat. Mor kein Zoom, aber um 21 Uhr Videochat. 21 Uhr. 21 Uhr Videochat. Okay. Dann schönen Abend, vielmals merci. Ciao. Eddie. Staying home while staying home.
Mach letzte Boye, schmarrn Jerome. Stay home, weil stay home. Mach letzte Boye, schmarrn Jerome. Gern hält einfach, all das ging nie Acht. Stay home, weil stay home.